sagen die Leute, jetzt mässig die Einisch. Bern liegt noch gang in der gemässigten Breite. Schau, wenn der Stück stoppt, komm ich vielleicht zurück. Und wenn ich noch nicht zurück will, spule ich einfach wohne an der Küste von Bern, sehe direkt auf die Insel. Vom Bahnhof kommt der Wellen auf mich zu. Tauch mit mir, tauch in meinen Alltag ein. Das habe ich sehr lange nicht gehört, das Lied. Das ist «Die Küste von Bern», ist auf der Bakume EP drauf gewesen, auf dem ersten Release, das wir zusammen rausgegeben haben. Ein grossartiges Lied. Und ich weiss noch, der Luc hat das mir gezeigt. Und als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, ja, also gut, jetzt geht's los. Bakume ist eine Band, die der Leduc hat gegründet und auch schon erste Konzerte gespielt. Und dann hat er aber Stimmprobleme gehabt, das halbes Jahr nicht singen. Und dann hat man über Ecken gewusst, hat man so gehört, da ist einer die ganze Zeit im Räumchen im Freestylen und so. Und dann bin ich quasi als Stellvertretung ein paar Konzerte spielen, die schon gebucht waren. Und dann durfte ich bleiben. Und darum würde ich sagen, so, es hat von Anfang an gefunkt. Hau die Bücher, die ich noch nie hab gelesen. Und du bist hau die Orte, wo ich noch nie war. Du bist hau die Lieder, die ich noch nie hab geschrieben. All die Bücher ist auf dem Zucker fürs Volk Album 2014. Was mir jetzt spontan in den Sinn kommt, ist, dass wir dann einen Videoclip gedreht in meiner damaligen WG und dass ich mega viele Leute quasi zu Besuch kamen und es war einfach auch ein grosses Fest gewesen, irgendwie und erinnert mich an eine gute Zeit. 2014 war ein sehr intensives Jahr für uns, weil wir plötzlich, so in relativ kurzer Zeit, plötzlich viel mehr Leute haben erreicht so. Und viel mehr in der Öffentlichkeit gestanden als vorher. Und das war auf der einen Seite mega cool, weil wir plötzlich Bühnen spielen konnten, die wir vorher nie spielen konnten. Und wir können auch seitdem von Musik leben. Und gleichzeitig war es auch schwierig, jetzt für mich persönlich so exponiert zu sein und so zu einer öffentlichen Figur zu werden plötzlich. Und das habe ich auch schon dann stressig gefunden. Und auch jetzt, wenn ich zurückschaue, denke ich so, ja, schon auch irgendwie streng gewesen. Ja, genau. Das ist nicht so einfach gefunden. Der Refrain von 079, gesungen auf Romanisch, das war ein strauber Moment, weil wir dann in das Radiostudio reingelaufen und es geheißen, hey, wir machen das jetzt, ihr singt, und ich glaube eben sogar den ganzen Song auf Romanisch. Hier ist der Text. In 5 Minuten sind wir live, viel Spass. Ungefähr so erinnere ich mich. Und dann war es so, ja geil, keine Ahnung. Und dann haben wir irgendwie das probiert, in dieser kurzen Zeit irgendwie herzubekommen, dass wir uns nicht vollständig blamieren. Und ich kann leider immer noch nicht Romanisch, darum kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, ob wir uns fest blamiert haben. Aber jetzt so zum Hören habe ich gedacht, es klingt echt noch souverän. Grundsätzlich ist es ein Blessing, wenn ein Lied von einem so weit in die Kreise zieht. Das ist einfach ein grosses Glück, wenn das passiert. Und wir sind mega froh, ist irgendwie der Song bei uns vorbeigekommen. So. Tough One. Also, das ist kein Low-Loading-Song. Das ist quasi der Theme-Song von so einem Animationsfilm, wo der Ludwig und ich eine kleine Sprecherrolle hatten. Und zwar haben wir in der deutschen Synchronisation 2 Schweizer Biber vertont. Und sie für das auf Berlin so in ein Tonstudio und sie dort unsere erste und bis jetzt leider einzige Synchronsprechererfahrung sammeln. Wir haben einfach ein E-Mail bekommen von Disney. Und dann musste ich sagen, das ist ein Wunsch, den ich gar nicht gewusst habe, dass ich ihn haben könnte. Und dann habe ich gedacht, ja, das müssen wir jetzt unbedingt machen. Bin ich gar nicht sicher. Können Sie, dass das Lyrica Analysis ist? Okay. Erinnert mich jetzt so an eine Zeit, eigentlich, wo ich so angefangen habe, wirklich so mehr
wirklich Kopf über in das Schweizer Rap-Ding reinzustürzen und alles auszuchecken und überall herzugehen und so. Und dort sie gibt Lyrica Sanalas und Breitbild beide schon mega on the map gewesen und wie so voll rum. Und dann ist es so, okay, die macht das mit einer mega Ernsthaftigkeit. Und ich glaube, was bei auch beiden Bands jetzt auch speziell war, dann ist die viel mit Liveband unterwegs gewesen. Und wir haben das ja auch von Anfang an gemacht. Und das ist für uns, glaube ich, dann auch wichtig gewesen, um zu sehen, so, das kann man im Fall machen. So in einer Zeit, wo Hip-Hop noch sehr fest so, das ist echt DJ und was wollt ihr da mit eurer Schülerband? Mäßige Vibes herum. Genau, darum liebe Grüße, Lyrica Sanalas. Überall Papier, es regnet bald Papier. Sei klug für alle da, lass das Papier gehen. Überall Papier, es regnet bald Papier. Tanzen im Purple Rain, nehmt die Nötli heim. Das ist der Refrain von Altpapier, ein Song auf dem neuen Album von uns, «Krise als Chanson», gesungen von der grossartigen Toatena. Und ich bin einfach ein grosser Fan. Ich würde sagen, Collabs sind die Essenz eigentlich. Ich habe die Überzeugung, dass niemand allein ist und dass alles ein Collab ist. Also sei es jetzt echt der Luc und ich, aber auch sonst würde ich keine Songs schreiben, wenn es nicht die Leute in meinem Umfeld gäbe, wenn es nicht meine Partnerin gäbe, wenn es nicht... Also es wird immer mitgetragen von so vielen Leuten und auch inspiriert. Und jetzt so konkret so auf Song-Ebene ist es einfach mega spannend, das immer wieder können zu machen. Wir haben auch letztes Jahr mit Vernissage so bei so einem Projekt mitgemacht mit vielen deutlich jüngeren Berner Artists, und jetzt mit der Toatena. Und es ist einfach wirklich so inspirierend zu sehen, wie unglaublich talentierte Leute alle sind und echt schön und spannend und inspirierend mit ihnen zusammen zu arbeiten und zu merken, da haben wir mega Parallelen, das machen wir mega ähnlich oder das machst du völlig anders und man hinterfragt durch das dann auch immer sein eigenes Schreiben wieder, weil man ja auch nach 15, 20 Jahren und irgendwie 100 veröffentlichten Songs so das Gefühl hat, jetzt komme ich langsam draus, jetzt weiss ich, wie es geht und so. Und das ist, glaube ich, umso wichtiger und auch schöner, wenn ich dann zur Toatena ins Studio gehe und merke, krass, so machst du das. Oh mein Gott, das ist ja wahnsinnig toll. Und dazu kommt natürlich noch, dass Toatena einfach eine unfassbar gute Musikerin ist und ich auch einfach immer so ein bisschen muss kichern, weil ich denke, schon noch krass, dass sie so findet, ja, wir machen einen Song zusammen, das ist gut. Jetzt so auf musikalischer Ebene ist es für uns einfach mega inspirierend, mit jungen Artists zusammen zu arbeiten, weil die anders sozialisiert sind und eine andere Normalität erleben, was irgendwie der Musikbetrieb auch angeht und dort eine andere Perspektive haben. Und auf jeden Fall ist das für uns sehr inspirierend, wenn es für jemand anderes auch etwas bringt, dass wir jetzt zum Beispiel einen grösseren Reach haben oder so, mega cool. Aber ich sehe uns dort nicht einen Auftrag ausfüllen von «wir müssen Talent fördern». Was, glaube ich, immer gut ist, einfach als Artist, ist, dass man wie offen bleibt und interessiert an dem, wo die Leute machen, die neu reinkommen, weil die sind wahrscheinlich besser als du in diesen Sachen. Das ist immer geil. Sie sagte, sie zieht bei mir ein und dass sie mir alles bewiese. Dann schrieb sie an meine Tür, hier wohnt ab jetzt die Krise. Sie zog das ist eine gute Frage. Es hätte ja auch noch andere können sein. Der Titel «Krise als Chanson» ist recht früh im Produktionsprozess so aufgetaucht und es ist auch recht früh klar gewesen, dass das Album so heisst und ich glaube, das ist irgendwie wichtig für das Shapen, was auf dem Album drauf ist und wie dass man angefangene Ideen fertig macht und welche Sachen das eben auch nicht drauf sind. Also es war wie so ein Referenzpunkt gewesen, der mega hat geholfen selektieren. Und «Krise als Chanson» ist für uns eher so ein bisschen ein Innehalten und so das Gefühl von, hey, eine Krise ist zuerst mal eine Krise und dann kann man versuchen, irgendwie mit der Krise umzugehen, einen Umgang zu finden. Und Chanson für uns ist wie eine
auch eine musikalische Referenz zu einer Liedform, wo oft auch eine politische Dimension hat. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, wir machen auch auf diesem Album «Krise als Chanson» das Gleiche, was wir immer gemacht haben, nämlich wir versuchen, von uns auszugehen und das, was uns irgendwie beschäftigt, auszudrücken. Und was wir, glaube ich, jetzt mehr haben gemacht als früher, ist wie sichtbar gemacht, dass alle die Gefühle, die wir ja jeden Tag erleben, dass die immer in einem Kontext stattfinden. In einem politischen, in einem sozialen, in einem ökonomischen. Das heisst, wenn man wie bei «Alles umsonst» eigentlich über Liebe singt, dann redet man immer auch über Geld. Diese Dimension ist einfach immer auch da. Und ich glaube, wir haben einfach mehr als früher sichtbar gemacht, dass das halt immer auch ein Teil ist von dem. Ich möchte ganz deutlich sagen, dass ich finde, dass Musik oder Kunst im Allgemeinen genau nichts muss bewegen, gesellschaftlich, sondern dass ich das Gefühl habe, dass Kunst genau durch das ihre Daseinsberechtigung hat, dass sie sich allen Anforderungen an sie immer wieder darf entziehen und immer wieder entzieht. Also genau dort drin habe ich das Gefühl, liegt eigentlich das Wesentliche. Darum habe ich das Gefühl, dass, also es ist ja gar kein Müssen.